das Interesse des Publikums am Festival war im letzten Jahr sehr, sehr groß. Und der Rückhalt aus dem Publikum, dass es dieses Festival hier weitergeben soll, der hat uns durchaus auch ermutigt und durch so eine bisschen komplizierte Zeit gebracht. Und ich finde es ein grandioses Statement, wenn man jetzt in diesem Jahr in der EWE Arena mit mehr als 1000 Zuschauern so ein Festival eröffnen kann. Und ich hoffe und glaube, dass damit auch einige derjenigen, die im letzten Jahr der Meinung waren, Oldenburg braucht vielleicht so ein Festival nicht, die sozusagen für die Kürzungen, die wir da hinnehmen mussten, verantwortlich waren, da vielleicht nochmal die Sache überdenken können und auch sehen, dass wenn man als gewählter Vertreter des Volkes spricht, dass man dann auch ein bisschen darauf hören muss, wie sowas hier verwurzelt ist, auch vor Ort. Und da glaube ich, können wir durchaus ein Ausrufezeichen setzen und hoffe auch, dass wir das tun können mit so einer Eröffnungsveranstaltung. Im letzten Jahr habe ich so einen großen Alarmruf gestartet, da hatte uns die Stadt um mehr als die Hälfte gekürzt, kurzfristig und rapide. Und das war im vergangenen Jahr für uns sozusagen Anlass zu fragen, ob es dieses Festival hier an diesem Ort geben soll, ob man das will oder ob man das nicht will oder ob man das mitgehen will, was man eben 17 Jahre lang, im vergangenen Jahr 17 Jahre lang hat auch größer werden lassen. In diesem Jahr hat die Stadt diese Kürzung teilweise wieder zurückgenommen. Das war für uns auch ganz klar das Zeichen zu wissen, okay, wir machen weiter. Aber ich habe im letzten Jahr auch schon mal an verschiedenen Stellen gesagt, das Schlimme ist, ich müsste jetzt irgendwo stehen und dürfte mich nicht über die Kürzungen beschweren, sondern ich müsste erklären, dass wir wirklich höhere Förderung brauchen, weil in den letzten Jahren sich sehr viel getan hat, was Technikbedarf, was Personalkosten, Personalbedarf. Wir sind halt größer geworden. Was das angeht, müssten wir eigentlich, um sozusagen auf dem Level weiterarbeiten zu können, das Budget hier und da erhöhen. Wir sind ein sehr ambitioniertes Festival. Das haben, glaube ich, auch alle, die sich mit uns befassen, in den letzten Jahren rausfinden können. Und wenn man das sozusagen sich dahinter stellt, dann muss man hier und da ein paar Schritte machen, die wir nicht definieren, die andere definieren. Und dieser Frage stehen wir auch in diesem Jahr so ein bisschen gegenüber, denn diese teilweise Rücknahme der Kürzung der Stadt, der steht eben gegenüber, dass unser wichtiger Sponsor EWE ein bisschen die Förderung halt zurücknehmen musste. Wie gesagt, wir können froh sein, dass es den Partner noch gibt. Wir haben so bestimmte Hilfestellungen aus dem letzten Jahr, die es in diesem Jahr nicht mehr gibt. Kurz gesagt, das Budget ist genauso schlecht wie im letzten Jahr. Deswegen kommen wir eben auch nicht drum herum, uns Gedanken zu machen, wie man das Programm und wie man sozusagen dieses Festival so aufstellt, dass es in einer bestimmten Form überleben kann. Aber die Frage, beziehungsweise die Aussage, dass es in die nächsten Jahre so nicht gehen kann, die bleibt im Grunde bestehen und der Bedarf an Gesprächen, wie man sich sozusagen da weiter hinterstellt, der ist ungebrochen und der ist da. Und auch jetzt komme ich sozusagen zu dem Thema, was mir am wichtigsten ist heute, auch dieses Thema wird in unserem Trailer reflektiert ein bisschen. Im letzten Jahr haben wir das auf eine frechere Art und Weise, so ein bisschen als Großangriff gemacht mit dem Frosch. Da gab es eben diese lustige Referenz mit dem Froschteich. Ich weiß gar nicht, was aus dem Froschteich geworden ist. Ich habe gehört, den gibt es gar nicht mehr. Der ist irgendwie, der pH-Wert ist irgendwie schlecht gewesen für die Frösche oder sowas. Aber in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, diese Haltung, die es hier gibt, die es hier zu beobachten gibt, auch in unserem Trailer weiter zu reflektieren, denn es ist weiterhin ein Thema, dass sich für uns die Frage stellt, geht die Politik sozusagen unterstützend mit Dingen um, die den Blick nach vorne richten, oder ist es eine weiterhin so ein bisschen rückwärtsgewandte, bewahrende Haltung, die Innovatives nicht so gerne zulässt. Denn diesen Eindruck, den hat man hier, den habe ich hier, den haben wir in den letzten Jahren gewonnen. Ich habe den in meiner
in meinem Auftritt vor dem Kulturausschuss im letzten Jahr nachhaltig erleben dürfen. Und wie gesagt, es gibt natürlich die Hoffnung, dass sich das ein bisschen verändert hat. Ich weiß aber, dass es in Oldenburg durchaus eine Menge destruktiver Energie gibt. Die Oldenburger müssten jetzt eigentlich alle mal nicken und sagen, das ist eine Sache, die man hier kennt. Es wird lieber gegen etwas agiert als konstruktiv für etwas. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie das Festival in die nächsten Jahre gehen kann, wenn zum Beispiel am 11. September die Situation im Rat sich so eingehend verändert, dass da irgendwie einfach aus dem Nichts heraus irgendwie dann unser Bürgermeister, der ein bekennender Fan des Festivals ist, dann abgewählt wird. Und da habe ich sozusagen Bedenken, die ich hier jetzt auch echt gerne äußern möchte. Ich hoffe, dass das sich alles nicht bewahrheitet, also auch nicht bewahrheitet, dass wir darunter sozusagen den nächsten Schuss abkriegen, aber im vergangenen Jahr hat sich mir dieser Eindruck so dargestellt, dass ich bin mir gar nicht sicher, was es sozusagen sonst an Argumenten gegen dieses Festival geben konnte. So, und diese 320.000, wenn es die werden, die sind eigentlich nicht genug, um so ein Festival zu machen. Wir überlegen uns natürlich, wir bleiben auch irgendwie nicht nur einfach sitzen und meckern bestimmte Leute an. Wir überlegen uns schon auch andere Wege der Finanzierung und man denkt sich so, es müsste sowas wie in Amerika gibt es mehr so einen privaten Mäzenatentum und ähnliches. Also man kann auch mit Sicherheit hier und da noch neue Wege, zumindest gedanklich aufmachen und das tun wir auch. Nur eins steht fest, es ist ein Festival, was sozusagen kein Konsensfestival ist und das sehe ich auch so, dass es das nicht sein darf. Also dann würden wir was falsch machen. Denn wir erhalten öffentliche Förderung, wir sind von der Nordmedia, von der Filmförderung des Landes gefördert und es kann gar nicht sein, dass wir irgendwie uns aus reinem Populärmaterial dann irgendwie nähren. Und dann, wenn man das sozusagen voranstellt, dann ist einfach eine kommunale Kulturpolitik, ehrlich gesagt, gefragt, da erstmal hinterzustehen und das sozusagen auch mitzutragen, bevor man dann eben private Förderer etc. ansprechen kann und vielleicht auch neue Wege der Finanzierung versuchen kann.